Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Okay, das ist dann wohl nicht verkehrt. 17.000, dann brauchen wir nicht mehr allzu viel, bis wir unser Ziel erreicht haben von den 500.000. Ja, heute ist erst einmal nichts. Übermeier hatte Schorsch Geburtstag, dafür brauchen wir noch einen Lauch. So, nee, Meerschweinchengeruch stört mich überhaupt nicht, finde ich sogar höchst betörend. Und dann machen wir mal gleich weiter mit der Gießrunde hier. Heute soll so angeblich sonnig sein. Gut, oder? Kaffee mal wieder. Ach ja. So. Hier der Kram kann wieder durch. Das dort hier. Und dann kriegt Abigail noch was. So, der ist noch für dich. Jawohl, ich weiß, dass du das liebst. So, gerade für das. Erfreu dich an deinem Amethyst. Wetterbericht sagt Vermeuer Windböe. Hört der Schorsch wahrscheinlich nicht so gern. Clay geht's mal wieder gut. Das ist die Hauptsache. Und dann holen wir uns hier noch das Zeug. Okay. Und wieder schön die 5er Käse-Ausbeute. Und mir noch Post kriegt. So, so. Von Caroline kriegen wir einen Blumenkohl von hin am Haus. Gleich mal zum Verkaufen fort. Und weg mit dem ganzen Kram hier. Warum will ich immer hier rein? So, 3 Stück. Nein. So. Dann Köder. Und hier rein. Das ist noch nicht erntereif. Alle hopp. Ja, natürlich kriegst du was. Ich freue mich aber, was der isst. Der kann ja nicht die ganze Zeit nur Wasser trinken, ne? Also wirklich zu Fresser hat er bisher noch nie gekriegt, sondern nur Wasser halt, ne? Es wundert mich, dass der vor lauter Hunger noch keins von der Klättiere gerissen hat. Vor allem der Haas noch nicht. Naja, ist halt ein gut erzogener Hund. So, dann das Übliche. Ja, irgendwann wird es halt zur absolute Gewohnheit, ne? Das kann für andere Leute sehr entspannt sein. Und für andere ist es dann irgendwann monoton und langweilig. Ich muss sagen, ich genieße Stardew Valley eigentlich immer noch. Es ist immer noch ein sehr schönes Spiel, um runterzukommen und um zu entspannen. Aber irgendwann entwickelt sich das halt einfach zu, jo, jetzt machen wir halt wieder genau dasselbe und ne. Irgendwann kriegt das Ganze halt einfach so eine fette Routinerei. Ist halt so. So, die holen wir uns auch noch. Deswegen bin ich immer sehr dafür, Abwechslung hier zu haben. Okay. Weil je mehr Abwechslung man hier hat, desto schöner wird das Spiel natürlich auch. Ach Gott. So. Hopp. Den habe ich schon vergessen, feiner. Durch das Halloween-Wochenende kommt man das jetzt eigentlich heute vor, als wäre schon Samstag, Sonntag, um ehrlich zu sein. Dadurch, dass halt 1. November frei ist, der wir heute übrigens hin, kommt man das irgendwie so vor, als wäre schon Wochenende. Ich meine, man hat ja sonst immer irgendwas zu tun, was man daheim noch machen kann. Jetzt gerade, nachdem ich jetzt wirklich mit meiner Masterarbeit angefangen habe, die Vorarbeit zu leisten. Also angemeldet ist sie zwar noch nicht, aber hat auch seinen guten Grund, weil die Vorarbeit es wirklich in sich hat, um sich erstmal in das potenzielle Thema einzuarbeiten. Und zu gucken, wie zeitaufwendig das Ganze ist und wie ergiebig das Ganze ist. bin ich gerade bei viel Grabinventar umzuzeichnen.
Und das schluckt schon jede Menge Zeit, vor allem die PC-Bearbeitung. Die Bearbeitung von der ganzen Funde, die ich dann zeichne, die mache ich dann am PC über GIMP. Ach, das sind sie ja, die Junimo. Warum sammelt ihr nichts ein, ihr Wichtel? Huh? Na? Ihr sollt schon auch was Eis sammeln, ne? Ich weiß jetzt nicht, wir bringen jetzt einfach mal die zwei Sachen bei ihnen rein. Wisst der Teufel, was sie dann damit machen, aber oh, ne, Moment. Auf meine Felder kommt ihr jetzt mal nicht. Lassen wir es einfach mal bei, ne? Die zwei Dinger werden jetzt schon jemand umbringen, ne? Okay, hier müssen wir natürlich noch ein bisschen Zeug gießen. Darf man nicht vergessen. Vor allem, weil ich die, glaube ich, relativ knapp gesät habe. Das heißt, die müssten am letzten Tag gut sein, wenn es Verzögerungen gibt. So. Hier. Toll. Und hier noch. Blädmann, so. Okay. Aber steht Sache, da haben wir eigentlich schon am nächsten Freitag da wieder im Spiel. Haben wir es eigentlich auch schon relativ bald aufgearbeitet mit unseren Feldern. Das heißt, wir sind bald tatsächlich soweit, nur noch ein paar Wochen davor entfernt, dass sich unser Felder hier eigentlich von selber bewirtschaften, bis auf das hier dann. Aber eigentlich dürften wir relativ bald soweit sein. Das fragt mich ja dann irgendwie auch wieder, muss ich sagen, wenn wir unser Felder tatsächlich dann schon so weit kriegt hätten, dass sich hier alles von selber bewirtschaftet. Das ist nicht nur energiesparend wie noch was, sondern unser Hof ist dann damit eigentlich auch wirklich schon mal fett autark. So, so. Jawohl. Schön. Dann unser Zeug nur noch unterbringen. Moment, das war schon die richtige Truhe. So. Wie sieht es denn mit unserer Preiselbeere aus? Da brauchen wir 6 Stück. Damit wir das einfach wieder aufgefüllt haben. So. Okay. 3 Goldbarre, genau. Perfekt, sind wir bei 60 schon. Wisst was? Und zusätzlich noch. Wo haben wir sie dann aufbewahrt? Da. Wir gehen zu Clint und bringen ihm ein bisschen Geschenk noch mit. So, das mit dem Käse machen wir dann später nochmal die 2 Ziegekäse hinterher. Und hier noch. Einer fehlt noch. Dann hier. Jo. Das heißt jetzt erstmal ab zu Clint. Und jo, dann können wir unser Hacke auf jeden Fall auch nochmal auf Gold upgraden lassen. So, deswegen erstmal hier. Stadt. Im Müll hat er auch mal wieder nichts, der Gewitterputzer. So, der ist für dich, mein Lieber. Das ist ein lustiges Geschenk. Ja, tu mich auch. Ja. Dann kümmern wir uns dort drum nochmal. Geode. Kupfererz. Also Diamante mag er anscheinend nicht so gern. Was haben wir jetzt hier schon? Das kriegt Zitronenstein. Das ist neu, ne? Ja. Der ist tatsächlich neu. Okay, wir wollen unser Goldhacker verbessert. Also unser Eisen zu Goldhacker. Perfekt, in ein paar Tagen ist fertig. Dann bringen wir noch hier den Zitronenstech hier. Und im Müll ist natürlich auch nichts Gutes. Nie schmeißen die was Gutes weg. Dann kriegt ihr einen Zitronenstein. Dafür gibt es jetzt auch eine tolle Belohnung oder so, aber naja. Dann muss ich halt erstmal darauf verzichten, Artefaktplätze aufzuhacken. Das heißt, das kann ich jetzt erstmal nicht, solange die Hacke in Upgrade-Status ist. Gut, Kupfererz können wir hier noch unterbringen.
Das Zeug schmeißen wir durch. Was können wir dann noch alles Schönes verhütten? Ich würde mal sagen, wir machen nochmal 50 Stück. Und 3. Dann können wir nämlich nochmal 3 Goldbarre schmelzen. Schade kannst du nicht. Wenn wir schon kein Iridium parat hätten, ne? Okay. Die Wutz hat mal wieder keinen Trüffel für uns. Dann könnte man noch zusätzlich heute ein bisschen aufrahmen und ein bisschen Heu wieder machen. Lauch, der ist neue für den Schorsch. Und wir sollten noch ein bisschen Heu machen. Weil wir haben nur noch 90. Scheiße, das geht dann nämlich richtig zu Ende. Und da der Winter sowieso relativ bald kommt, bin ich eigentlich der Meinung, dass wir hier ordentlich noch was absensen können. So. Wir machen das ganze Gebiet jetzt erstmal weg. Weil im Winter ist es sowieso egal. Im Winter haben wir sowieso wieder das ganze Heu weg. Und wir müssen dann wieder neu Gras säen. Damit wir überhaupt wieder an so viel Gras wie jetzt dran kommen. Das heißt, im Frühling wird wieder neu gemacht. Dann läuft das auch. Also bis auf einen winzigen Fleck lasse ich das jetzt hier eigentlich auch vollkommen in Ruhe. Das können sich meinetwegen die Tiere schnappen. Huch, was ist dann da passiert? Alter Falter. Okay. Da ist anscheinend ein gigantischer Pilz gewachsen. Ein riesengroßer Fliegepilz. So, jetzt sind wir schon mal 91 Heu gesammelt. Na gut, dann hacken wir das Ding mal klar. Pilzfeld! Violetter Pilz und roter Pilz spuckt er aus. Warum? Ach nicht. Okay. Bringen wir das mal wieder in Ordnung. Und dann machen wir hier nochmal weiter. Gebüsch weg. Und hier noch. Ja, dann haben wir wenigstens noch das ganze Gras weg und zu Heu gemacht. Dann haben wir am letzten Tag vom Herbst nicht allzu viel Arbeit mehr vor uns. Gut. Weil nur noch 90 Heu in des Silos haben, ist schon etwas erbärmlich. So, bis auf den winzigen Fleck da hin lassen wir jetzt auch erstmal alles in Ruhe. Also schneiden wir mal alles ab, so rum. Nur den winzigen Fleck da unten lassen wir in Ruhe, damit der sich wieder ausbreiten kann bis zum Ende vom Herbst, für die paar Tage noch. So gut wie er es halt noch kann. So. Sieht doch ansonsten ganz gut aus. Ja, über 150 haben wir jetzt dann insgesamt gesammelt. So, Gott, der Weg ist wieder frei. Und hier können wir auch noch absensen. Ja, schade, dass ich die Sense irgendwie nicht upgraden kann, ne? Oder ist das mittlerweile seit einem Update möglich? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es ursprünglich nicht möglich war, dass man die Sense upgraden kann. Weil die anscheinend auch wirklich nur dafür da ist, gewisse Gemüsesorte oder gewisse Saat zu ernten. Und um Gras zu mähen. So. So ein kleiner Fleck hier können wir eigentlich auch wieder alles wegmachen. Dann haben wir definitiv auch wieder viel Heu. Und das brauchen wir auch, um über den Winter und über den Frühling zu kommen. Weil so richtig mit Heu, würde ich sagen, kann man erst, oder mit Gras, was noch gewachsen ist, kann man erst wieder im nächsten Sommer rechnen. Und das verschwindet ja auch alles im Winter, deswegen unbedingt für jeden, der jetzt vielleicht auch frisch angefangen hat mit Stardew Valley. Mein Tipp ist definitiv, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, senzt euer Grab auf jeden Fall im Herbst ganz runter. Weil im Winter ist es dann weg. Und dann habt ihr das total verschwendet und habt das nämlich in eurem Silo drin. Deswegen unbedingt euer Gras 100%ig im Herbst absensen. Im Frühling müssen wir sowieso dann neu sehen, beziehungsweise darauf achten, dass es auch wirklich noch wächst. Und deswegen brauchen wir einfach diese fette Reserve an Heu. So.
Ja, nochmal nachts losgezogen und hier das ganze Heu weggemacht. Das ist natürlich auch eine ziemlich heftige Nachtschicht. Weil das hat es definitiv in sich. Wer jemals mit einer Sense oder so gearbeitet hat, der weiß, Grasmäher mit einer Sense, das hat es richtig in sich. Und das verschwendet, oder was heißt du verschwendet? Das verbrot eigentlich auch jede Menge Energie, würde ich mal sagen. Deswegen alle Achtung, dass der Ackermann doch keine Energie verbrot, weil wirklich mit der Sense arbeitet, das verbrot Unmenge an Energie. So, der Rest hier ist jetzt noch für die Tiere. Jetzt dürften wir eigentlich mehr als genug Heu wieder in der Silos drin haben. Gucken wir doch gerade mal. Gut, der Kram ist eigentlich auch wieder soweit fertig. Wie viel haben wir jetzt? Vorher haben wir 90 gehabt. 494. Also 404 Balle oder Streife, Strohhämmer bzw. Heu haben wir jetzt gesammelt. Das sieht doch schon erheblich besser aus. Alle hopp. Das heißt, wir können hier nochmal fort, hier können wir fort, das fort. Was dort hier? Wegen der Pilze müssen wir auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen uns Reserve schaffen. Der Violette packen wir jetzt einfach mal hier mit dazu. Und das kommt weg. So. Hier packen wir nochmal 2 Moziegekäse in die Reifefässer. Und zwar genau hier. Dann passt das. Ja, perfekt. Das heißt, wir harren dann aus, dass der Schorsch bald Geburtstag hat. Moja. Und Abigail liegt schon im Bett. Schorsch hat Moja Geburtstag. Perfekt. Das heißt, ab in die Koje. Und ist es heute möglich? Müssen wir mal gucken. Ich glaube, da hat jetzt die Hacker wahrscheinlich viel ins Budget reingerissen. Ja. 11.000 fehlen uns noch tatsächlich. Da hat uns jetzt wirklich die Hacker viel ins Budget reingerissen. Naja, schade. Aber so ist es halt. Na gut. Dann schauen wir nochmal hier. Königin der Soßen will uns was über geröstete Haselnüsse erzählen, aber das wissen wir schon. Was war Moja? Den ganzen Tag hindurch? Okay, wieder Windböe. Na gut. So, wie sieht's mit unserem Nachwuchs aus? Mag der mich oder immer noch ein Herz? Schade. Was war denn das? Ah ja, okay, hier. Ganz over. Okay. In dem Upgrade oder in dem Update ist es jetzt eigentlich auch möglich, dass man neben seiner Ehefrau eine Freundin haben kann. Man kann im Prinzip das ganze Dorf nochmal daten. Heiraten kann man sie nicht alle miteinander, aber man kann sie alle mit dem Blumenstrauß als Freundin holen. Wollte ich euch auch noch fragen, wollt ihr das oder soll ich meiner guten Abigail hier treu bleiben? Ich wäre ja eigentlich dafür, dass ich ihr treu bleibe. Ja, sie hat hier meine Pflanze gegossen. Und nee, ich will nach wie vor keine Schleimzucht. Vom Schorsch gibt es ein paar Qualitätsstäbe, warum auch nicht? Merci, Schorsch. Dann können wir wieder Senfkohl holen. Und hier wieder Reihe. Okay, nur 2 Streife hat sie gekriegt von 3. Aber macht nichts. So. Holen wir uns alles natürlich wieder hier, den Kram. So. Aber ansonsten hat sie ziemlich gut geschafft. Der ganze Kram ist jetzt auch schon gemacht. Zum Abernte gibt es hier nichts. Dann. Ja. Wieder mit alle möglichen Eier. So. Die Eier hier rein. Und rein damit. So. Ja, du kriegst einfach mal eine letzte Tropfe Wasser, obwohl die Abigail eigentlich schon zu fressen oder zu trinken gegeben hat, wie ich schon gesehen habe. Aber erst zu spät. Naja. So, komm schon.
Jo, der große Streichler kommt ja schon, um euch zu streicheln. Lassen wir euch nochmal alle raus. Und die Wolle. Und die Milch. Erst Iridium, dann Silber. Sehr schön. Hier ist mal wieder nichts. Die 10 Sekunden, die nutzen wir noch und füllen nochmal hier auf. Wie sieht es da unten aus? Ah, die sind noch nicht gut. Schade drum. Dann schmeißen wir noch rein, was wir nicht brauchen. So. Sieht doch nicht schlecht aus. Und dann geht es halt nochmal zum Schorsch auf jeden Fall. So. Ansonsten sieht es nicht so aus, als würde hier noch was wachsen. Es sei denn... Nee, unser Pepperoni auch nicht. Froh mich jetzt, was da mit den Yumino passiert ist, als ich dann das Zeug reingelegt habe. Würde mich mal interessieren, was die jetzt da machen. Weil bisher habe ich keinen großen Nutzer von der Yumino-Hütte gefunden. Wenn ihr wisst, was die natürlich können und wie ich mir das zunutze machen kann, was die können und warum das Gebäude da jetzt steht, wo steht, dann gebt mir doch bitte Bescheid, oder ob ich das umplatzieren muss. Falls ihr jemals da mit einer Hütte schon was gebaut habt, weil in meinem Probespielstand war ich noch nicht so weit, dass ich das hab machen können. Wobei eigentlich schon, aber ich habe dann die Materialien dafür gehabt. Von daher, da habe ich das bisher noch nicht gemacht und noch nicht rausgefunden, was so der Nutzwert dafür ist. Also falls ihr was wisst, gebt gern Bescheid. Würde mich interessieren. Okay. Das heißt heute... Genau, wird erstmal gegrunzt. Und dann gehen wir zum Schorsch. Der grunzt bestimmt auch schon vor lauter Gut. Und dann holen wir noch Senfkohl. Nicht vergessen. Stell erstmal rein, wo sie hingehören. Und dann werden Senfkohl gekauft und der Schorsch kriegt sein Geschenk. Wenn der schon so nett ist, mir an seinem Geburtstag schon mal Städte zu schicken, die kann ich nämlich definitiv gebrauchen. Wenn ich jetzt gerade die Zaunreparatur bedenke. Okay, 24 Todefu. Und jo, natürlich mal wieder Senfkohl, das muss so sein. Weil derzeit nichts anderes mehr in der Zeit wächst, bis der Herbst vorbei ist. Und das ist heute auch der letzte Tag, wo wir noch was Eis sehen können. Ansonsten haben wir halt Pech gehabt. Da wächst dann halt nichts mehr noch. So, Schorsch, da ist für dich. Ja, 9 von 10 haben wir jetzt schon. Starten wir da vielleicht noch irgendein Event? Nö. Okay. So. Mehr wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Dann gehen wir halt wieder zurück. Ich meine, das Zeug, das Gras haben wir jetzt auch schon gemäht. Insofern groß zur Tour gibt es jetzt eigentlich nicht mehr. Ich überlege gerade, was wir noch sonst hätten machen oder was wir sonst noch machen könnten. Aber mir fällt nichts Großartiges ein, um ehrlich zu sein. Nee. So rum. Und ja. Mehr Pflanzen können wir jetzt wirklich nicht mehr. Sonst wächst nichts mehr noch. Dann gucken wir noch, ob die Mayo und die Käse gut sind. Sieht so aus. Okay, dich parken wir erstmal hier. Und sogar der Stoff ist gut. Das Ei lecken wir erstmal da ab. Und holen hier nochmal den Stoff. Käse wieder dodgy. Abigail ist anscheinend wieder ins Haus rein. Jo. Sah wohl so aus, als wollte sie was kochen, hat sich dann aber anscheinend anders überlegt. So. Zahnkram ist wieder da, wo er sein soll. Jetzt startet sie meinen Stuhl an, ganz apathisch. Ansonsten füllt sich das hier auch allmählich hier, ne? Es gibt nämlich allzu viele Rezepte, die wir noch nicht kennen. Finde ich ganz gut so. Okelidokeli. Das wieder dort hier, genauso wie das. Die können verkauft werden. Meine Hacke ist hundertprozentig noch nicht gut. Tja.
Mir fällt jetzt nichts mehr ein, was wir noch machen könnten. Ich gehe jetzt einfach mal so auf gut Glück zu Robin. Wobei, scheiß drauf. Wir sind jetzt fast 14 Uhr, wenn wir ankommen, auf jeden Fall. Das heißt, wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal nochmal in die Calico-Wüste und kämpfen da nochmal runter. Und das mal achten wir auch wirklich darauf, dass wir nicht krepieren. Das war mir beim letzten Mal wirklich etwas zu gefährlich, ohne Witz. Ich war noch dabei, mir den Aal reinzuschaufeln, damit meine Gesundheit wieder steigt. Und genau in dem Moment hat mich dieser blöde Drache erwischt. Das heißt, immer frühzeitig genug seine Energie wieder zu sich nehmen und seine Lebensenergie auffüllen. Das heißt, ich packe jetzt auch schon mal die Pannekuchen dort hier und erstmal die Saat, damit ich zur Not einfach noch was hab. So, wir probieren unser Glück einfach nochmal. In der Hoffnung, dass wir hier nochmal auf Iridiumerz stoßen, weil, weil Iridiumerz brauche ich auf jeden Fall. Oh, Mann. Komm schon. Bring die Schleimis zum Platze, Ackermann. Komm schon. Jawohl. Einmal war Iridiumerz dabei. Scheiße. Immer hier. Das heißt, wir können uns ein Iridiumbarre schon mal herstellen. Das ist doch schon mal was, ne? Komm schon. Okay. Ein Iridiumerz haben wir schon. Das ist ganz gut. Das heißt, zumindest haben wir ein Barre dort mit dann, den wir wieder machen können. Oh, Alter, wie viel diese Scheißviecher abziehen. Jetzt mal ohne Scherz. Das ist doch nicht mehr feierlich. Dann föhne ich mal gleich mal wieder das Zeug rein. Damit wir auch hier wieder einigermaßen mit dabei sind. Okay. Wieder runter mit uns. Um ehrlich zu sein, möchte ich eigentlich hier auf Iridiumerz stoßen. Ein anderer Grund hat es mittlerweile für mich nicht mehr in die Mine zu gehen, weil die Herausforderung von Mr. Key, die haben wir ja soweit erledigt. Und wir haben auch Mr. Key jetzt schon in Person getroffen. Das heißt, mehr als tolle Gegenstände hier kriege im Sinne von Ausrüstung. Und Iridium zu kriegen, gibt es für mich nämlich an Arschborn. Okay, 2 Iridiumerz haben wir wieder gekriegt. Das klingt doch auch wieder ganz gut. Tja, Treppe entstehen hier wohl nicht einfach so spontan. Das heißt wieder kräftig Stechschlacher. In der Hoffnung, dass wir hier eine Treppe freilecken. Oder ein Schacht. Im besten Fall natürlich ein Schacht. So. Na Hopf. Hoffen wir doch einfach mal, dass hier vielleicht ein Schacht freigelegt wird, weil je tiefer wir in dem Dungeon sind, ich hätte es beinahe wieder gesagt, denn die widerliche Wortkombination, ja, je tiefer wir in dem Dungeon natürlich sind, von der Etage her, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit auch wirklich Iridiumadern hier zu treffen. Ah, sehr schön. Okay. Nein! Fuck! Ist es, ja. Und... Oh, Mann. Scheißviecher. Blöde, blöde Scheißviecher. So. Komm schon. Dämlicher Schleim. Okay. Alter Falter. Weiter, weiter, weiter. Immer weiter die Treppe runter. Aber auf Ebene 6 ist halt schon etwas doof, ne? Doof, wenn man weniger an Iridiumerz drankommen. Nur durch die Schleime halt. Das ist dann doch etwas blöder. Aber ich gebe die Hoffnung an und auf, dass wir hier irgendwo an was Gescheites drankommen. So, die Alge-Sub schlont sich mal jetzt trotzdem noch rein. Okay, ich hoffe, du löscht wieder ein bisschen was für uns Falle, was wir gebrauchen können. Paar schöne Sachen. Komm schon. Oh oh. Oh leck. Oh leck.
Das ist nie gut. Das ist nie gut. Ja, das endet immer beschisse für uns. Okay, der ist wenigstens schon tot. Gut. War er kaputt? Alter, bleib bloß fort. Okay, da kann man schon. Kriegen wir hier, kriegen wir alles hier. Uah. Noch schnell die Weißalge. Was anderes fällt mir jetzt an, um nochmal schnell an Gesundheit zu kommen. Aber wir wollen sie anscheinend gefährlich haben, beziehungsweise ich leg's dir drauf an, dass es gefährlich wird. Okay, der hat nichts gehabt. Hier geht's nochmal runter. Und viele, viele Steine. Okay, das ist, glaube ich, Aquamarin. Jo. Da ist schon hier. Na gut. Wir nehmen einfach mal die geschenkte Treppe, so wie sie sind. Damit wir schon von uns aus ein bisschen tiefer in dem Dungeon sind. Noch ein Topaz. Und wieder ein Treppchen. Gott, Glitchy Ahoi. Und viele, viele Glitchies Junior Ahoi. Okay, wir haben wieder Jobas Segen. Das ist auf jeden Fall gut. Und nee, hätte nichts Großartiges kriegt. Schade eigentlich. Weil ich muss ja eigentlich schon fast drauf bauen, dass wir hier einen Schacht finden, um hier ein bisschen weiter in dem Dungeon voranzukommen. Aber leider wird das wohl nichts und ich sollte spätestens um 22 Uhr hier raus. Okay, mal wieder Trepp. Schacht? Nee, nichts mit Schacht. Schade eigentlich. Weil ein Schacht wäre jetzt optimal, wenn wir jetzt nochmal, sagen wir mal, C-Ebene tiefer wären. Dann würden wir auf jeden Fall noch benötigte Kram finden, denke ich. Weil ab so Ebene 25 oder so wird es dann halt auch echt interessant. Okay, ein Diamant haben wir wieder gekriegt. Eine gefrorene Träne. Und eine Leder direkt noch unter. Perfekt. Eisenerz. Hallo. Und relativ kleiner Raum. Das heißt, hier müssen wir eigentlich auch ziemlich schnell weit noch unten kommen. Okay. Gut, ich schätze mal, wenn wir jetzt in den Schacht reinkippen, wird es wahrscheinlich unser letzter Raum, den wir hier besuchen. Na, komm schon. Und wieder kein Iridiumerz. Nee, der auch nicht. Scheiße. Allmählich wird es auch bitter für uns hier. Komm schon. Nur noch so ein Winzling übrig. Jawohl, da ist noch Iridiumerz dabei. Das heißt 5. Da fehlt uns ein Iridiumerz. So ein Jammer. Eventuell, ich probiere es jetzt einfach mal. Ich probiere es jetzt noch. Scheiß drauf, das lecken wir jetzt halt drauf an, dass wir ein bisschen später rauskommen. Aber ich möchte mal bei der Schleime die Chance auf potenzielles Iridiumerz nicht entgehen lassen. So, und außerdem kommen die Schleime ja auch unserer Abenteurer-Gilde-Quest zugute. Da müssen wir ja eine gewisse Anzahl an Schleime erledigt haben. Und ich glaube 1000 oder so brauchen wir da tatsächlich. Komm schon. Bitte lass es sich lohnen. Scheiße. Hat sich natürlich nicht gelohnt. Okay, dann gehen wir raus. Und ich stehe Zarie, liebe Leid. Dann war's das auch für heute wieder. Weil bis wir wieder daheim sind, ist die Bär schon geschält. Aber ein bisschen Iridiumerz haben wir wenigstens noch, was wir da noch in der in die Öfe schmeißen können. So viel haben wir auf jeden Fall schon. Ja, mein getreues Pferd. Was wäre ich nur ohne mein Siggi hier? Ohne mein treues Pferd wäre ich natürlich immer wieder nix. Wo habe ich dann jetzt mal Iridiumerz hier gemacht? Ich glaube... Na egal, erstmal wird das Zeug hier wieder reingebracht, was wir noch brauchen.
Das sollte ich tatsächlich aufheben. Quatsch. Das sollte ich tatsächlich aufheben hier. Das kann ich immer wieder gebrauchen. Bombe, 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 Bombe. Hier. Dann Jade können wir wegmachen. Das können wir auch fort. Weißalge weg damit. Dann Iridiumerz. 5 auf jeden Fall. Ja, mit den anderen 4 können wir jetzt auch nichts machen. Bis auf Enna. Lassen wir es mal gut sein. Genauso wie hier. Hier. Eine Kohle, genau. Das Zeug auch fort. Und ja, komm, nehmen wir halt 10 und nehmen noch 2 mit. Und unser Diamante, wisst was. War mal Ferz. Wird verkauft. Dann noch ganz schnell mein Zeug wegbringen. Und ja. Stimmt, da war ja auch noch was. Das muss ja auch noch verkauft werden. Und die Dinger müssen zu, sonst wundere ich mich übermorgen dann wieder, was los Sache ist. Beziehungsweise bei der nächsten Session. Ich komme ja immer nur dazu, einmal in der Woche aufzunehmen. Und die 3 Episoden heute, mehr kann ich heute auch wieder nicht machen. Das heißt, ihr liebe Leute, wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Aber ich beende den Tag auf jeden Fall noch, indem ich in die Koje gehe, damit er nochmal abgespeichert wird. Und übermorgen haben wir dann erstmal 2 Tage, wo nichts los ist. Jo, schauen wir mal, ob wir jetzt eventuell die 500.000 knacken endlich. Dafür bräuchte man ein bisschen mehr noch. Ne, noch nicht ganz. Alle hopp, aber ich denke, am 26. Tag könnte man das schaffen, dass wir hier auf die 500.000 kommen. Gut, wir sehen uns dann übermorgen wieder, ihr liebe Leute. Also machen's gut bis dahin. Euer Yankee.